Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Jetzt Sag denen mal, jetzt redet wir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Jetzt redet wir». Heute mit einem sehr besonderen Gast. Danke erstmal, bist du da. Der Praktikant, a.k.a. Fabian. Hey, danke dir, vielmals fürs Hakan. Kommen. Ja, sehr gern, sehr gern. Schön, bist du da. Hey, Vielleicht ja, mal zu Beginn, dass die Leute vielleicht wissen, willst du mal 2-3 Sätze zu dir verlieren, wer du Ja, bist? sehr gern, sehr gern. Ja, hallo zusammen, ich bin der Fabian und ich mache eben Content. Das ist jetzt auch mein Beruf. Das ist mein Beruf, das ist mein Können. Kennst du schon. Ja, genau. Ja, genau. Ich mache Content und eigentlich das ist ja schon immer so ein bisschen meine Bestimmung gewesen, um die Leute eigentlich einfach unterhalten. Und jetzt ist es in Form von Kurzvideos, überall, wo es Kurzvideos gibt. Und eben mit also auf TikTok, Insta, Facebook, YouTube, Snapchat, you name it. Außer OnlyFans haben wir noch nicht. Noch nicht. OnlyFans. Betonung auf noch nicht. Ich habe der Netti schon immer gesagt, ja, dann könnten wir so ein halbes Jahr Content machen und ein halbes Jahr in die Ferien. Ja. Stell dir vor. Das ist extrem, gell? OnlyFans, der Verdienst ist... Wahrscheinlich schon. Massiv, Also ja, ich kann es mir schon vorstellen, so in der Schweiz, ja voll. Ja. Also da könnte man schon noch etwas machen. Ja. Netti, sag unbedingt, ob wir nicht mal starten oder was meinen ihr? Ja, aber genau, also eben, wir machen Content und meistens Freizeitaktivitäten, die besten Ausflugstipps, Geheimtipps, obwohl sind ja auch nicht mehr so geheim, nachdem ich sie postet habe. Ja. Das ist ja so. Das ist ja natürlich auch noch die Kontroverse, gell? Wie viel sollst du preisgeben, wie viel sollst du gatekeepen. Und genau, Ausflugstipps, die besten Restaurants, Hotels oder manchmal eben auch für Praktikanten für einen Tag. Das ist so ein Format, wo wir so spannende Jobs machen. Ja. Und in letzter Zeit haben wir auch noch so spezielle Events, wie zum Beispiel das Kuhfladenlotto in der Lenk oder das Preisgegeln in der Schweiz. Okay. So spezielle, ganz komische Events, so, wo halt auch Kultur und Tradition in der Schweiz macht. Okay. Das ist aber schon wichtig, dass auch Kultur mit einfließt, dass da den Leuten etwas mitgibst, eben nicht immer so Ausland fokussiert. Ich finde, alle sind so USA, Ausland fokussiert, obwohl wir ja mega schöne Flecken in der Schweiz haben. Ja. Also sechs jetzt Natur, sechs Freizeitaktivitäten. Ja, definitiv. Ich bin übrigens wegen dir in Sentis Park Wirklich? gegangen. Ja. In Sentis Park? Ja, genau. Go rutschen? Genau, ja. Ah, genau. sehr nice, sehr nice. Sentis Park, muss ich wirklich sagen, ist sehr, sehr geil. Ja. Gerade wenn wir es davon haben, eben, wie authentisch ist das, wie, also, ob die Ausflugstipps auch wirklich so sind oder wie wir sie erleben. Aber wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, so, hey, wir sind dort hingegangen und es ist viel kleiner als im Video gezeigt und so. Aber ich also, ja, wie sollen wir es? Also, gut, wenn du jetzt eine Wohnung anschaust, auf ImmoScout und so, ist alles mit Weitwinkel und dies, das. Genau. Aber ja, wir filmen manchmal schon mit Weitwinkel und von unten, dass es schon gross und mächtig aussieht und so. Aber es ist halt auch ein Stilmittel natürlich. Gell? Vielleicht sieht es dann schon grösser aus, aber das habe ich mir gar nicht so gedacht, bis ich den Kommentar eigentlich bekommen habe. Ja. Aber ja, schlussendlich zeigen wir eigentlich die Aktivität so, wie sie ist. Also wir benutzen ja keinen Filter, kein CGI, keine Special Effects. Von dem her, ja. Ist das dann so, dass du selber dort hingehst, weil du denkst, hey, das will ich wie zeigen? Ist das, du bekommst Aufträge, dass die Leute sagen, so, hey, komm zu uns, mach wie ein Video. Ist das ein Mischding? Ja, hast genau recht. So, ja, ist das ein Mischding? Ja, ist eigentlich so halb. Viel werden wir schon auch angefragt. Also viel ist es schon auch so, hey, wir haben ein Restaurant oder mein Vater hat ein Restaurant oder mein Cousin. Da werde ich auch über so verschiedene Ecken angefragt und so. Und dann muss ich aber immer zuerst schauen, was ist das genau? Ist das nicht einfach ein weiterer Döner um die Ecke, weil da gibt es schon genug andere Leute, die das testen. Oder ist es dann auch wirklich ein Erlebnis, das bei uns auf die Page passt, oder? Ja. Aber schlussendlich ist es natürlich schon auch wieder Geld getrieben, natürlich. Wenn, es ist bei uns in der Schweiz, bei den Schweizer Creators, sind wir ja abhängig, gell, von bezahlten Kooperationen. Klar. Weil wir verdienen ja nicht über Klicks Geld, genau. oder? Außer OnlyFans. Ausser man würde jetzt, ja. Aber ja, genau. Und darum musst du natürlich schon, dann ist manchmal, gehen dann die Ansprüche auch runter. Und du kannst natürlich auch, filmisch kannst du etwas schon auch schöner machen, als dass es ist. Klar. Das stimmt schon, ja. Aber das wollen wir ja eigentlich auch nicht,
schlussendlich, ja. Genau. Gibt es dann auch Aufträge, wo du sagst, so, hey, eben, du schaust jetzt zum Beispiel, jemand sagt, hey, Ali's Kebab, komm mal vorbei. Dann schaust, ist wieder ein Döner um die Ecke, dass du dann sagst, hey, nein, mache ich nicht. Ja, gibt es schon Gibt's eigentlich. okay. Ja, voll. Oder vor allem bei Restaurants gibt es sehr, sehr viel. Heutzutage kann ja eben jeder mit dem Handy irgendwo in einen Kaffee gehen in Zürich und sagen, ist das beste Kaffee von Zürich? Und dann ist immer mit Fragezeichen, oder? Du hast ja nicht gesagt, es ist das beste Kaffee, oder? Und von dem her, und kann jeder natürlich heutzutage ein Voice-Over machen und ein random Kaffee abso. Und zum Beispiel bei Restaurants haben wir jetzt den Fokus gemacht, so, nur noch so Erlebnissachen, wo du irgendwie noch etwas Spezielles dazu haben. Okay. Wenn ein Kaffee, dann vielleicht ein Katzenkaffee oder so zum Beispiel. Ja. Dass du da so ein Beispiel hast. Ja, oder Resti mit so Live-Koch. Zum Beispiel, so. ja, ganz genau. Okay. Ganz genau. Ja, voll. Wäre das okay, wenn ich in den Podcast ein Video von dir einblende, dass Leute einfach mal... ja, sicher, ja. Okay, ich würde jetzt gerade so ein Video rein tun. Die Insel hier hinter mir ist nur während weniger Wochen pro Jahr über einen Landweg erreichbar und das Zielfenster hat sich jetzt geöffnet. Heute gehen wir im Baukosten in St. Gallen. Das ist die allererste öffentliche Lego-Werkstatt für die Schweiz. Campus Park in Abtwil und zeigen euch hier alle neuen Bereiche. Alle sind begeistert. Sehr nice, sehr nice. Okay. Genau. Ja, da gibt es natürlich schon immer wieder Leute, eben, die mich dann auch ansprechen und so, hey, wegen dir bin ich dort und dort und dort. Das ist immer geil, ja. Das ist immer so eine schöne Bestätigung natürlich. Das ist natürlich auch für mögliche Kunden ist das natürlich auch, gell? Die wollen ja so auch vorgewiesen haben, okay, wenn ich jetzt so und so viel Geld ausgebe, wie viel wird das denn mir bringen, gell? Eigentlich. Aber kannst du ja eigentlich mit einer Plakatwerbung auch nicht messen. Aber bei einem Video sind sie irgendwie immer sehr skeptisch, auch immer noch in der Schweiz, ja. Okay, wie umgehst du dann? Oder wie tust du dem entgegenwirken? Oder ja, jetzt habe ich in meinem Media-Kit neu schon auch so Rückmeldungen von Kunden, so à la, hey, ich kann jetzt die Automatik, ich komme nicht mehr nach mit dem Nachfüllen oder einfach so Rückmeldungen. Okay. Ich frage dort immer wieder nach, wie viel hat es dann auch effektiv gegeben oder kannst du mir betiteln, wie viel oder wie hat sich das ausgemacht? Ja, voll. Ja, genau, ja. Weil in der Schweiz ist es schon immer noch so schwierig eigentlich für Leute zu fassen, was passiert nach so einem Praktikantenvideo. Ja. Weil eben gross skalieren kannst du ja nicht. Du hast einfach deine Seite, wo du Klickzahlen natürlich siehst, Like, Kommentar. Ja, fair, aber ob jetzt der Content auch bei diesem Rest genauso ankommt, das liegt ja auch teilweise gar nicht in deiner Hand, oder? Ja, das stimmt. Ja, voll. Ja, voll. Meistens tut schon auch der Inhalt das vorgeben, so wie viel Reichweite. Ich kann dir schon als Kunde kann ich dir schon sagen, hey, das würde etwa so und so abgehen, aber kannst auch nicht... Also ja, natürlich potenziell nach oben hat es immer das Ding, natürlich, aber kann natürlich auch ein Downer sein, ja, voll. Aber wir zum Beispiel, ich garantiere jetzt nie Reichweite. Ja. Okay. Es gibt schon so, hey, es gibt schon so zusammenzählt auf halt TikTok, Insta, Snapchat, Facebook, YouTube, gibt es schon immer mindestens irgendwie 100'000 Klicks. Aber ja, das ist dann auch low. Okay. Ja, voll, und wie viel dann kommen, das kannst du ja nicht beeinflussen. Ja, ganz so. Genau. Ja, voll, okay. Ja. Hey, Fabian, wie bist du dazu gekommen? Wie kommt man auf die Idee, ich bin Content Creator, oder wie war so der Start gewesen? Vielleicht noch, was hast du davor gelernt? Ja, also ich habe ein Gimmi gemacht, okay. Genau, ein Langzeit-Gimmi, noch so mit Fokus auf Latein, Englisch, weil ich so alte Sprachen noch gerne hatte. Okay. Und dann, aber ich wollte schon immer so in der Unterhaltungsindustrie, so früher als Kind noch so Radiomoderator oder Fernsehmoderator und so, meine eigene Show. Jetzt habe ich schon die eigene Show, ja. Auf der kann ich eigentlich auch machen, was ich will, das ist eigentlich geil, ja. Genau, und dann habe ich nach dem Gimmi noch ein paar Praktika gemacht, Praktikum im Radio 24. Dort ist dann der Name entstanden für den Praktikant. Ja, genau. Okay. Und dann noch bei weiteren Radios, Online-Magazinen, genau. Dort habe ich so journalistisch dann eben gearbeitet. Und dann noch habe ich das Militär gemacht, normal Infanterist. Okay. Ja, genau. Hast du das Militär gemacht? Habe ich auch, Hundeführer. Hundeführer. Das ist aber nice. Das ist aber schön. Anstrengend, aber nice. Wow, krass, hey. Ist das deine? Ja, voll. Boah, hast du das Bild dafür genommen? Das Bild, genau. Crazy. Respekt, hey, krass. Ja. Ich habe mir jetzt nicht ein LMG oder so da tätowieren. Für das ist die Liebe zu der Infanterie doch noch in Maße. Jetzt habe ich auch die Funktion gewechselt. Jetzt bin ich Medientrainer.
Als Medientrainer kannst du eben sogar in Zivil dürfen wir einrücken und unsere Kurs geben. Und die WKs sind immer so schön gesplittet in so 1-2 Tageseinsätze und so. Ah, krass. Ja, okay. das ist schon noch nice. Ja, voll. Ist das neu, aber? Ist das jetzt Nein, gibt es auch schon seit 20 Jahren. Ja, okay. Ja, ist schon noch krass. Aber es sind nur ganz wenige. Es gibt irgendwie so 50 Medientrainer in der Schweiz. So. Ja, Okay. voll. Aber eigentlich kann sich jeder bewerben. Also hast du dich beworben oder sind sie auf dich zugekommen? Nein, du hast schon auch müssen selber, musst du dich schon gehst noch durch bewerben. so einen Bewerbungsprozess und so. Ja, Okay. voll, ja. Ja, genau. Und dann nach dem Militär habe ich nochmal ein Praktikum und dann Kommunikation studiert an der ZHW. Also das so beinhaltet Journalismus, Unternehmenskommunikation und dann Bachelorarbeit habe ich leider die erste versaut. Dann habe ich nochmal eine zweite müssen schreiben, aber dann eben auch abgeschlossen. Über was hast du geschrieben? Bei der zweiten Bachelorarbeit habe ich ein Social Media Konzept für Ricola gemacht. Okay. Das war noch geil. Ja. Die haben noch Freude gehabt. Das glaube ich. Aber die erste Bachelorarbeit, das haben wir in Doppelarbeit geschrieben und die ist völlig versenkt worden. Die haben wir völlig versenkt, das war fair. Ja, und dann nachher studiert und dann noch währenddem angefangen bei Nikin zu arbeiten als Content Creator. Also Nikin ist eben die nachhaltige Modemarke mit dem Bäumli. Ah, kenne ich, ja. Ja, voll, ja. Die werben doch irgendwie so, wenn du etwas kaufst, wird ein Baum Ja, gepflanzt. ganz Ist genau. das, Ja, genau. Das Das ist sind clever sie. geblieben. Ja, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann bei ihnen habe ich lange TikTok einfach gemacht. Jeden Tag 4 TikToks. Okay. Das war die Anforderung, jeden Tag 4 TikToks. Wow, das ist aber schon noch... Das ist, wenn du heute das an einem Social Media Manager sagst, so, heutzutage Social Media Manager in der Gen Z, so, 2 bis 3 Posts pro Woche, super. Okay, Und ich habe mir noch 4 TikToks pro Tag Krass. machen. Aber gut, hast eigentlich auch 8 Stunden Zeit, also für jedes TikTok 2 Stunden, aber kannst auch nicht gross überlegen. Aber also wir reden von produzieren bis fixfertiges Von der Idee Produkt. bis fixfertig. Ja. Okay. 4-mal uploaden pro Tag. Ja. Wow, das ist aber schon Ja, eine ist, Uni. ja, ist schon noch heavy, ja, voll. Aber das ist gut gewesen, dann konnte ich mich reingewöhnen. Ist auch jetzt beim Praktikant tue ich auch jeden Tag posten, Ja. natürlich, gell. Und das sagen auch viele, boah, jeden Tag und noch ein Ausflugstipp erst noch dazu, aber geht schon, hast ja 24 Stunden Zeit, sage ich amix. Okay, ja. Andere tun ja auch normal ihr Zeug arbeiten, jeden Genau, Tag, gell. genau. Plus hast du vielleicht noch eine schöne Erfahrung oder Ja, eben voll. ein Erlebnis, das dir auch Spass macht. Ja, voll. So. Aber viele sagen natürlich, das ist schon noch... Viele sagen damals, wow, du kannst jeden Tag rodeln in Freizeitparks, ich will auch mitkommen und so. Dann sage ich immer, nein, das würde dir nicht gefallen. Du erlebst es nicht gleich wie ich, wie wenn du es in der Freizeit erlebst. Weil bei uns ist ja keine Freizeit. Genau. Und bei einer Rodelbahn tut der Kameramann hinter mir fahren, 2 Meter, ein bisschen langsamer und dann halten wir schnell an, touchen wir schnell zusammen, tun wir das Handy austauschen für POV, 360-Grad-Kamera und hinten dran warten die Leute. Oh, da würdest du dich aufregen, wenn du würdest mitkommen. Okay, ja, Als normale Freizeitaktivität, ja. Klar, klar. Ja, voll. Und es ist ja auch nicht, wie es auf dem Video aussieht, wie du sagst. Also das Video geht vielleicht eine Minute, Ja. aber das zum Produzieren und die Kopfschmerzen und eben die Leute, die dann warten und machen mal, der voll, Druck ja. ist, stelle ich mir schon nicht so einfach Ja, vor. voll, weil für das es aussieht, wie wenn es der Fabian als dein Kollege in seiner Freizeit erlebt hat, ist natürlich der Aufwand noch grösser hinten dran. Ja, voll. Also für jede Wanderung oder jeden Besuch, keine Ahnung, im Verkehrshaus hast du immer 1,5 Mal länger bis doppelt so lang, bis du das erlebt hast. Ja. Oder auch bei Escape Rooms, wenn du das Video bei einem Escape Room bei uns siehst und so, die spielen wir eigentlich gar nie. Okay. Wir gehen nur gut, bei Escape Rooms musst du immer noch aufpassen, nicht zu viel verraten, oder sonst ist es für die Leute auch scheiße. Aber eigentlich so ein Escape Room zeigen wir nur so, schau jetzt, das ist der erste Raum. Und dann, okay, Moderation, wow, der Raum sieht so aus und in dem geht es um das. Okay, nächster Raum. Okay. Ja, das ist schon noch. Da siehst du natürlich mit der Authentizität. Aber für ein 1-Minuten-Video hast du ja gar keine Zeit, Eben, um einen 60-Minuten Escape Room durchzuspielen. Genau, und das kannst du alles gar nicht reinschneiden, gell? Sonst geht auch jedes Video 60 Minuten. Ja, und ich glaube, du musst ja mit dem Kopf bei der Arbeit sein und wenn du dann den Escape Room machst, also du musst einen leeren Kopf haben, um die Escape Rooms zu lösen. Aber wenn du es schaffst und das ganze Zeug machen musst, ist das ja nicht das gleiche Erlebnis oder das gleiche Gefühl für dich. Ich tue das Zeug erleben, natürlich schon im Kopf, im Video natürlich. Ja, voll. Du bist natürlich immer ein bisschen am Schneiden und an die Story am Denken. Ja, voll. Aber das ist auch geil, ist mega, ist natürlich auch meine Passion. Ja, das merkt man. Danke dir.
ist eben auch meine Passion, so die Story rundum zu entwickeln. Und eben auch, wenn mal eine Aktivität oder so vielleicht nicht so geil ist, okay, wie kann man es, oder einen Werbepartner anfragt, der vielleicht etwas nicht so Spannendes hat, okay, wie kann man das doch spannend machen? Das ist natürlich auch noch, das macht es natürlich auch noch spannend. Wie kannst du eine Story machen, die dann doch viel Reach gibt, oder? Ich glaube, das ist dann auch die Kunst, oder? Ja, das voll. ist auch, was Creator dann unterscheidet. Dann kann es jemand exklusiv Ja, voll, ja. oder kann es jemand nicht. Ja, voll. Also so in den ersten paar Jahren von der Selbstständigkeit, gut, ich bin jetzt selbstständig seit etwa, sagen wir, 3 Jahren oder so. Oder 2 Jahre so. Und zuerst musste ich lernen, also wie geht guter Content, okay, das können wir, aber nachher, wie mache ich gute Werbung, gell? Ja. Bei mir auf meinem Kanal gibt es ja eigentlich recht viel Werbung, ist recht viel Bezahlung auch hindurch drin, oder? Es fällt eben den Leuten gar nicht so auf. Und das ist ja das Ziel eigentlich dahinter, so. Eigentlich, dass sie es erleben, wie wenn der Praktikant immer eigentlich von selber würde. Ja, voll. Aber das eben so darzustellen, ja, voll. Das ist schon noch Kunst. Authentisch ja, zu voll. machen. So zuerst, wie mache ich guten Content und nachher, wie mache ich gute Werbung eigentlich. Und ich merke eben auch, Werbung ist, also jetzt bei meinem Podcast, dass die Werbung eigentlich viel, viel wichtiger ist als die Folge selber, sage ich jetzt mal. Nicht, dass ich mir jetzt für die Folge keine Mühe gebe, aber wenn du einen spannenden Trailer kannst schneiden kannst, dann schauen die Leute auch natürlich. Aber wenn du jetzt irgendeine blöde Passage oder langweilige Passage rausschneidest, dann kannst du etwa davon ausgehen, wie viel klicken oder halt nicht. Und ich merke, umso besser der Trailer, desto mehr kommen auch die Klicks. Ja, das stimmt, ja. Ja, die Kurzvideos, gell? Genau, ja. Das ist schon crazy, wie das die Leute vereinnahmt, gell? Ja, und ich verwünsche mich ja auch selber, gell? Weil ich dann auf so Kurzvideos, manchmal bin ich wieder selber 15 bis 30 Minuten und so am Handy auf der For You und so. Was mache ich eigentlich? Ja, genau. Obwohl eigentlich als Selbstständiger könntest du natürlich 24 Stunden arbeiten, theoretisch. Theoretisch, aber irgendwo musst du ja eben Grenzen setzen, gell? Genau, ja, irgendwo musst du Grenzen setzen und auch eben etwas machen für dich, für deine Psyche, für deinen Kopf. Ich stelle mir jetzt vor, dass das Content Creator, das nimmt die einen mega ein. Also ich merke das jetzt, wenn ich Videos schneide etc. Ja, wie lässt du wieder davon? Wie kannst du auf die Seite tun? Weil du hast ja immer, ich sage es mal, du schneidest ein Video, dann machst du irgendetwas und denkst du, boah, die Idee hätte ich jetzt noch, ich könnte das Video eigentlich noch besser machen und noch besser. Und irgendwo musst du den Riegel davor schieben und sagen, so, ich habe meine Arbeit gemacht. Und jetzt ist wieder Freizeit, Familie, was auch immer. Wie kannst du das Spagat da irgendwie so machen? Es ist noch etwas Grosses, ja voll. Ja. Hey, ich verwünsche mich manchmal auch. Manchmal irgendwie so, keine Ahnung, ich gehe um 11 Uhr schlafen und nachher so, bist du so im Halbschlaf bis um 3 Uhr am Morgen und nachher auf einmal so, Scheiße, ich habe jetzt im Halbschlaf 3 Stunden Videos geschnitten oder Skripts überlegt. So. Mitten in der Nacht eigentlich. Kommst du dir bekannt vor? Aha, schon? Ist es bei euch auch oder bei dir? Schon? Ja, für die sich fragen, ob ich irgendwie schizophren geworden bin, Stimmen hören oder jemanden gesehen hinter der Kamera ist ein sehr guter Kollege von mir, ich habe ihn schon mehrmals erwähnt, der Marlon. Falls ihr ab und zu eine Stimme hört von dort hinten, das ist der Kollege, ihr hört auch keine Stimme. Also es ist etwas Reales hinter dieser Kamera. Aber bei dir ist es ja auch so. Du bist ja auch jemand, dann willst du es auf die Seite tun und dann kommt... Schon, hä? Es rotiert. Wow, das ist schon crazy. Ja. 4 Stunden und dann schreibt er mir um 4 Uhr am Morgen irgendwie so und ich denke so, hey Bro, du hast doch am 11 Uhr pennen, Mann, was ist passiert? Was ist schon 4 Uhr? Ja. Es ist eben schon crazy, wie das einem vereinnahmt. Ja, und darum darf ich auch gar nicht mehr bis kurz vor dem Schlafen gehen, darf ich eben keine Videos mehr schneiden, sondern... Oder zum Beispiel letzte haben Nettie und ich Transformers geschaut. Ein ganz normaler Film, denkt sich jeder, okay, geh schlafen, gute Nacht. Und dann habe ich einfach eben auch wieder 3 Stunden, nachdem ich ins Bett gegangen bin, habe ich einfach mir eigentlich so eine Story überlegt, wie ich ein Transformers-Video, Aktivitäten-Video mache eigentlich. Okay. Schon noch krass, ja, wenn du denkst, ja. Aber ja, das haben ja auch andere Medienleute, gell, wie ein Roger Schawinski oder so, der ist ja dann auch irgendwie einfach in der Nacht am Eis aufgestanden, hat seine Frau geweckt und gesagt, ich habe jetzt die Idee, ich mache das jetzt. Und die denken sich dann auch, was ist das für eine? Ja, voll. Also ich glaube, in vielen Berufen, bei Content Creator finde ich es nochmal extremer, oder eben jetzt, wenn man mit den Medien schafft, auch ein Psychiater zum Beispiel, oder? Wo dann daheim ist und dann noch über die Fälle nachdenkt und so. Und ich bin wirklich der klaren Überzeugung, du musst wie eine Grenze können setzen oder. Und eben, das wäre meine Frage an dich. Hast du so etwas, oder wo du denkst, so, wenn ich mich verwünsche, dann gehe ich so vor, dass es mir nicht passiert?
Oder passiert das so selten, dass du sagst, ey, es tut jetzt nicht meine psychische Gesundheit irgendwie gefährden? Ja, nein, jetzt mittlerweile habe ich es immer mehr mehr im Griff, würde ich sagen. Aber es hat auch meine Frau wieder so gesagt, hey, so eigentlich seit du selbstständig bist, bist du viel mehr krank geworden. Aha, okay, wieso ist das so? Dann ist es von der Psyche auch ins Physische über, oder? Und ist natürlich auch so, wenn du natürlich eben viel schaffst und so und dir auch nicht Zeit, dem Körper Zeit gibst zum Erholen, auch in jungen Jahren natürlich, eben dann ist das Immunsystem wird schwächer. Ja. Das ist schon noch krass. Ja. Das habe ich auch erst merken. Ja. Jetzt, und dann habe ich angefangen, wirklich so mehr so mal einen halben Tag gar nichts machen. Oder als Content Creator auch wichtig, dass du mal Leute auch triffst von deinem Freundeskreis, vielleicht noch von ganz außerhalb, die nichts mit Content Creation eigentlich zu tun haben. Oder? Dass du einfach mal mit den Leuten über andere Sachen und so kannst reden. Das so Tapetenwechsel für den Kopf. Ja, voll. Ja, voll. Das sind auch andere Creators wie der Trimax und so, der sagt das auch. Ja, voll. Ja, und es funktioniert tipptopp. Ja, voll. Das ist wichtig. Das wäre auch noch so ein Tipp. Ja, voll. Triff dich auch mit Kollegen außerhalb von der Bubble. Ja, voll. Oder von deinem Arbeitsding. Gell? Genau. Oder auch mit der Nettie. Wir haben natürlich auch einen ähnlichen Job, oder? Eben, sie macht es ähnlich, einfach auf Englisch. Ja, die Praktikantin. Ja. Und sonst macht sie eben aber auch noch ihre Kleider. Okay. Das ist auch eine Passion von ihr und verkauft sie. So, und das ist schon mal gesagt, gut, dann kann ich mit ihr über Kleider reden und, und den Content. Ich sage ihr immer so, wenn ich so passioniert das Video fertig geschnitten habe, willst du es anschauen? Also eigentlich schau es an. Und dann sagt sie immer so, nein, sie warten, bis es online ist. Dann so, okay. Ja, ist gut. Hast ein Video mehr. ja, aber es ist auch gut, wenn, aber das sage ich auch immer den Leuten, wenn sie anfangen mit Content, so, tu dieses Video nie den Freunden und Familie schicken und zeigen, weil die nicht so interagieren, wie es der Algorithmus eigentlich gerne hat. So. Okay. Weil die Freunde und Familie sagen dann immer so, mega cool, ich gebe ein Like. Nachher wieder aus der Plattform raus und tschüss. Okay. Und was ist eigentlich das Wichtigste im Algorithmus? Dass du natürlich Watchtime gibst und dass du in Kommentare gehst, schaust, was die anderen und wie richtig interagierst und so lange wie möglich natürlich auf der Plattform bleibst. Genau. Oder? Aber das hast du natürlich nicht mit Freunden und Familie. Ja. Ja, ein Like ist natürlich schon lange nicht mehr viel wert. Genau. Und es ist ja auch so, dass viele, ich sage jetzt mal, Verwandte, Kollegen auch vielleicht dich nicht verletzen wollen und dir ein Feedback geben, das vielleicht gar nicht so gemeint ist. Dann postest du das mit dieser Überzeugung, ja 20 von meinen besten Kollegen haben gesagt, das ist das geilste Video, das sie gesehen haben. Gehst mit der Erwartungshaltung rein und dann wirst du enttäuscht und das kann auch mega an deinem Ego, an deinem Charakter. Stimmt, und in deiner Bubble haben es alle mega cool gefunden. Genau. Und aber dann bist so wie, auf dem Internet sieht es halt jeder und jede kann kommentieren. Ja. Genau. Das ist schon auch noch krass, ja voll. Ja, voll. Ich habe eine Frage, wie ist das dazu gekommen, dass das so professionell wurde? Oder wo war wieder der Step gewesen, wo du hast können sagen, ey, ich kann jetzt davon leben, oder? Und ich tue mich auf das fokussieren und das ist mein Way to go jetzt. Also das war so Ende 21 oder Ende 22, genau, wo ich dann noch bei Nikin gearbeitet habe, aber dort bin ich auch schon 50% selbstständig gewesen. Okay. Und nachher habe ich dort gemerkt, boah, krass, eigentlich für so den normalen Monatslohn musst du verdienst deine normalen 4, 5, 6'000 so und schaffst dafür eigentlich jeden Tag und ich mache jeden Tag die Videos und so, oder? Also voll okay mit dem Lohn und so, also ganz normal, wie wenn man halt angestellt ist, oder? Und boah, mit dem Praktikanten muss ich so und so viele Kooperationen machen und habe so und so viele Tage Aufwand und boah, da kannst du ja theoretisch viel mehr rausholen, oder? Ja, habe ich dort angefangen so ein bisschen mit dem wirtschaftlichen Denken, okay. So, ja. Und nachher so, boah, eigentlich kann ich jetzt kündigen, ja, voll. Und wenn ich das professionalisiere, aber du musst eben auch lernen, dann eben ein Geschäftsmann werden, oder? Genau, ja. Das ist eigentlich wie wenn du dein eigenes Gartenbauzentrum eigentlich hast. Genau. Das ist schon noch, eben jetzt bin ich nicht nur noch der Praktikant, oder? Jetzt bin ich auch der Salesman. Nein, Spaß. Aber du musst auch ein bisschen in Sales reinkommen. Ich nehme jetzt auch regelmäßig bei jemandem Kurs, wie macht man Sales eigentlich? Okay. Wie tust du den Wert von so einem Video eigentlich den Leuten verkaufen? Und dass sie nicht nur auf den Preis schauen, sondern was bringt mir so ein Video eigentlich wirklich? Ja, voll. Das ist schon mega spannend. Mega. Ich finde halt Sales mega spannend. So. Und ich tue auch gerne reden und gerne auch selber mit den Kunden interagieren. Aber wenn du natürlich irgendwie 18 bist und frisch aus dem Kinderzimmer über Nacht berühmt worden bist, sagen wir so, dann nimmst du vielleicht besser das Management. Ja.
Ja. Aber eigentlich hast du dir alles wie selber beigebracht auf diesem Weg. Eigentlich schon, So, ja oder? voll. Das Ja. Interesse und auch eben, was kann ich erreichen, was brauche ich dafür. Und dann hast du so wie deinen Rucksack, Erfahrungsrucksack, sage ich mal, immer mehr gefüllt, dass du heute die Person bist, wie du bist. So. Ja, voll, kann man eigentlich schon so sagen. Ja, voll. Also ich lerne immer gerne Neues dazu. Du kannst von jedem Menschen natürlich etwas Neues dazu lernen. Auf jeden Fall, Von ja. dem her ist das immer wichtig, ja, voll, dass man nicht auf dem zu hohen Ross und so, boah, ich bin jetzt der Geilste und so und jetzt kann ich auf dem ausruhen. Es gibt dann auch so Creators und dann kommt irgendwann der Downfall Genau, oder wirst cancelled oder so aus irgendeinem Grund, wenn sie sich zu wohl fühlen. Darum immer wieder sehr gerne Neues dazu lernen. Aber ja, ist immer noch sehr spannend und wandelt sich auch sehr schnell in der Social-Media-Welt. Ja, voll. Und eben die länger überleben können, auch bei den Agenturen und so, sind einfach die sich gut verkaufen können. Ja, ist schon noch krass, Okay. wenn du so denkst. Und du bist aber jetzt, glaube ich, also würde ich jetzt mal tippen, kein Ein-Mann-Firma mehr, oder? Nein, Ist jetzt sind wir schon- 3 mittlerweile. Also ja, eigentlich einfach meine Frau und ich. Und wir haben jetzt eine GmbH. Mir gehört 80%, ihr gehört 20%. Und dann haben wir noch einen Angestellten, den Benno, der Kameramann. Nicht der Bruno, sondern der Benno, der Kameramann. Und der ist jetzt 60% angestellt, einfach, dass er 3 Tage in der Woche kommt helfen. Ja, voll. Okay. Helfen, filmen und auch kreativ mitmachen. Ja, voll. Okay, Also eigentlich sind wir jetzt das 3. in der GmbH. Ja, voll. Aber eben, wir kriegen einfach alle unseren Lohn, gell? Auch ich kriege einfach so meinen deckelten Lohn, ja voll. Ja, Genau. macht auch Sinn, dass viel Geld in der Firma bleibt. Und Ja, voll, ja, voll. Nur hast du natürlich, das Ding hast du natürlich als Content Creator oder wir filmen ja jetzt mit dem Handy, ich schneide auf dem Handy, ich brauche gar nicht so viel Equipment. Okay. Vielleicht brauchen wir einfach öfters ein neues Smartphone, ja. Ja. Vielleicht braucht das natürlich ganz anders, wenn du jeden Tag einfach mal ein bisschen auf, zwischen Insta, Tinder und WhatsApp wechseln. Onlyfans. Ja, oder OnlyFans, ja, voll wieder. Ja, weil hey, unsere Smartphones werden eigentlich richtig durchgenuddelt, weil der Akku wird gefickt, der Speicher wird gefickt. Das hat jetzt schon ein halbes Terabyte, ja voll, aber das kannst du fortrühren nach einem Jahr. Okay. Das Handy kannst du nach einem Jahr kübeln. Der Akku ist schon jetzt nach einem halben Jahr so schwach, dass ich muss 2 Powerbanks dabei haben und dann muss ich noch das Handy zwischendurch aufladen, gell? Okay. Über Mittag schnell. Nach einem halben Jahr, gell? Ja, weil halt alles wird da drauf gefilmt, Ja, gell? sicher. Und dann nutzt es halt schneller ab, wie du gesagt hast, als wenn du jetzt auf 2, 3 Apps einfach switchst und ein bisschen telefonierst. Ja, genau. Logisch. Die sind eigentlich ja nicht für das ausgelegt, ja voll. Ja, ist schon krass. Und um darauf zurückzukommen, eben, wir haben eigentlich nicht so viele Ausgaben für Equipment, oder? Ja. Das heisst, als Content Creator hast du viel mehr Gewinn eigentlich, und du wirst halt am Gewinn besteuert, gell? Das heisst, und nachher zahlst du einfach am Staat natürlich sehr viel, oder? Ja, leider, ja. Ja, voll. Darum müssten wir es eigentlich wieder Maske machen, alle Gewinne wieder in die Firma rein, oder? Genau. Ja, voll. Ich habe jetzt, was soll ich wieder fragen? Ja, alles gut. Ist mir gerade aus dem Kopf geht, sorry. Alles gut, kein Stress. Genau, man sagt ja so ein bisschen, an aller Anfang ist es schwer, oder? Wir haben da vorher, bevor die Kamera gelaufen ist, darüber geredet. Ich habe mit dem Marlon das recherchiert. Ich glaube, alle Leute, die Podcast machen, ab der 3. Folge hört irgendwie 90% auf. Content Creator stelle ich mir auch vor, es ist ja so als Konsument, du stehst dort, du schaust und dann redet jemand, hey, das beste Resti, dies, das, du siehst Likes 100'000. Dann denkst du dir in deiner Selbstüberzeugung, das kann ich doch auch, was der macht. Und dann gehen sie raus, machen es und es kommt eben nicht so, weil, wie wir jetzt gehört haben, auch von Fabian, es gehört mehr dazu, als einfach nur ein Nattel in die Hand nehmen. Und ich meine, du hast Kommunikation studiert, oder? Ja. Du hast, wie du gesagt hast, deinen Erfahrungsrucksack wie immer mehr gefüllt. Ja, aber du hast definitiv recht. Ja. Also ich sage immer so, wenn Leute irgendwie anfangen und sie mir dann schon am Anfang sagen, hey, ich weiss nicht, hast du mir irgendwelche Tipps? Und nachher sage ich immer so, ich fange dir erst an Tipps zu geben, nachdem du 100 Videos hochgeladen hast. Mach zuerst 100 Videos und lade die regelmäßig auf und dann und dann muss ich eigentlich gar nicht viele Tipps geben. Eigentlich. Ja, wenn du 100 Videos gemacht hast, dann ist natürlich am besten kannst du selber. Oder viele sagen damit so,
Das habe ich auch am Anfang gedacht. So, Scheiße, zum 100.000 Followers erreichen, muss ich von grossen, vom Zeki oder so, muss ich von denen gepostet werden. Weil nur die Grossen haben die anderen auch gross gemacht und so. Aber stimmt gar nicht. Ja. Schlussendlich musst du alles selber machen. Ja. Und auch ein Zeki hat alles von null auf selber gemacht. Wenn du denkst. Aber das denke ich noch viel so. Eben, ich kann nur durch Reposten und so von Grossen kann ich grösser werden, aber schlussendlich, ja, eben der Algorithmus tut dich dann favorisieren, wenn die Leute mit dem Content gut interagieren. Ja, voll. Aber das musste ich auch lernen dazu, ja, voll. Wie war so bei dir die Anfangszeit, wo du vielleicht so gemerkt hast, die Videos kommen vielleicht noch nicht so an, wie du dir das vorstellst? Ist das so, dass man vielleicht sagt, so, oder hast du mit dem Gedanken gespielt, soll ich aufhören, bringt das überhaupt etwas? Ja, das stimmt schon. Ja, voll, ja. Also ich habe eigentlich erst richtig angefangen, so, ab jetzt poste ich jeden Tag, das war so vor 4 Jahren, also kannst du das da denken, über 1000 Videos seither. Und dann habe ich mir schon gedacht, also dann habe ich schon ein bisschen Reichweite können aufbauen, ja. Das hat schon ein bisschen geholfen, ja. Aber auch dann haben wir eigentlich mehr oder weniger fast jeden Tag oder mehrmals pro Woche schon, ja. Aber eben zum Wachstum eigentlich brauchst du schon mindestens ein Video pro Tag, gell? Also wenn du jetzt wirklich gern Wachstum und so hast, ja, voll. Aber ja, das ist schon, checken viele Leute auch nicht, eben, oder sagen so ja, ich schaue dann mal nach 2, 3 Videos, ja, wenn ich nach dem 3. nicht viral gegangen bin, dann ist das einfach nichts für mich. Und so, ja, komm mal, ein bisschen mehr, Bro. Genau, eben, es braucht halt auch Disziplin, oder? Das sage ich mir natürlich auch immer wieder, brauchst natürlich Disziplin für das, ja. Was hat dich motiviert, die Disziplin aufrechtzuerhalten? Hey, bei mir war natürlich auch ein bisschen Bücher und so und so, was macht erfolgreiche Menschen so erfolgreich, wie sie sind eigentlich, oder? Okay. Und dann habe ich immer gedacht, oder man denkt immer so, wow, oder die haben reiche Eltern, oder die haben einen Startschuss und so, oder auch, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo, das Talent allein lange schon, oder sagt man ja bei einem Mozart, auch ein Mozart hat, glaube ich, 14 Stunden oder mehr pro Tag noch Klavier gelernt, gell? Das ist schon crazy. Also eben, das Talent lange nicht. Gut, ich kann schon gut reden und unterhalten, aber dass es jetzt genau zu dem Content geführt hat, um das Verstehen vom Storytelling, und das habe ich auch alles selber beibringen. Ja. Es ist sehr viel Fleiss und eben Disziplin. Ja. Das habe ich eben dann auch nachgelesen über erfolgreiche Leute, dass die erfolgreich bleiben und so können wachsen. Das ist eigentlich alles aus eigenem Ding. Ja. Das ist schon crazy. Mega, mega. Hast du es unterschrieben? 100%. Disziplin, Kontinuität. Ja. Auch ein Ronaldo muss natürlich jeden Tag immer noch trainieren, gell? Ja. Und, das also ist schon... Er hat ja mal gewechselt in ein neues Team und dann hat einer irgendwie gesagt, ich wollte ihm beweisen, weil ich bin ein Fan von ihm, dass ich immer der Erste beim Training bin. Ich bin eine halbe Stunde vorher zum Training gewesen. Er war schon da. Ja. Dann habe ich gedacht, ich gehe eine Stunde vorher, er ist schon da. Ich bin 2 Stunden vorher, er ist schon da. Crazy, und das war wie so, eben, wie du sagst, eigentlich nur Talent und ich bin jetzt ein Star, lange das ist so Dedication, bei einem Ronaldo. Eben das das denken viele Leute auch gar nicht. So, der ist nur auf dem Platz, aber was alles natürlich hinter dem Platz läuft, ist schon auch noch voll Respekt an so Leute natürlich. Ja. Von denen können wir lernen natürlich. Mega. Und auch von dir, und darum sitzt du da, weil ich finde, dass danke dir. Ich habe die Frage gestellt und ich habe reingestellt, dass du kommst und nachher sind Fragen reingekommen, oder? Ich tue mal ein bisschen da stimmt, ja, sehr gerne. Ja. Just Call Me Walle hat geschrieben, nein, ernsthaft, keine Frage, aber einfach ein geiles Sieg. Ich bin definitiv ein Fan. Ja, danke vielmals, Walle. So mega nice. Ja, ist mega lieb, ja. Weil also das ist immer sehr schön zum Hören, ja. Geil, wenn Leute dann wirklich einfach von Zuschauern zu auch Fans werden, ja, das ist nicht selbstverständlich natürlich. Und das ist eine Bestätigung, dass man ich kann mir vorstellen, es gibt auch negative Kritik, weil eben TikTok ist einfach ein Ort, wo viele kleine Kinder einfach ein Nattel haben und wollen einfach, oder, dass ihre Kommentar die meisten Likes hat und schreiben sie irgendetwas Freches. Das ist auch schon eine Wissenschaft, ja, voll. Ja, genau. Ja. Und dann, ich bin eben auch so, wenn ich dann auch mal so bin, was mache ich das, etc., dann kommt ein Kommentar rein, wo jemand sagt, hey, die Folge hat mir mega Kraft gegeben oder ich kann mir wie helfen. Das motiviert einen mega, dann weiterzumachen, oder? Mega. So.
oder viele Leute sind dann auch oder fangen dann nicht an, Content zu machen, weil sie so, oh nein, dann könnten die Leute das meinen und dies und das. Schlussendlich muss es dir einfach scheißegal sein. Genau. Ich glaube, die Einstellung musst du haben. Wenn du denkst, oh mein Gott, was denken die anderen, dann wirst du nicht weit kommen. Dann wirst du immer ein Gefangener von den anderen sein und nie dein Leben können leben. Ja, das ist allgemeines Leben. Ja. Ja, Für mega. wen lebst du es eigentlich schlussendlich? Genau. Das ist eben schon so, Und wenn es dir Freude macht, dann mach's. Und auch wenn es die Sportart ist mit diesen Pferd, wie heisst das? Hobbyhorsing. Ja, Hobbyhorsing. Ey, wenn es dir Spaß macht, ich halt nicht davon, klar. Aber wenn du so, ist ey, so mach, geil. mach doch, weißt du. Wer sind die anderen, dass die über dein Leben entscheiden? Scheiß sie es drauf. doof finden? Mach ein einfach. Hobbyhorsing. Ja, bist der Mach- beste Hobbyhorser, den es gibt. Und wenn dann noch der Beste sein, natürlich. Ja, klar. Ja, klar. Das ist schon crazy. Hobbyhorsing ist schon auch noch so die Nische. Ja, voll. Ja, voll. Also, ja, aber das stimmt. Eigentlich müsste es auch beim Content natürlich also ja, ist es auch bei den Leuten so, wie wenn sie dich im echten Leben, wenn du schon Angst hast davor, judged zu werden, oder? Dann hast du wahrscheinlich auf Social Media noch viel mehr, ja, voll. Mega. Und das kann eben natürlich jeder und jede kommentieren, oder? Genau. Das ist sehr schön. Und manchmal tue ich auch bewusst, weißt, der Algorithmus tut damals auch Kommentare schon rausfiltern, weil er schon, auch bei Schweizerdeutsch ist er recht intelligent Ja, geworden. voll, ich Wenn gemerkt. Leute so Hate und so schreiben, auch gegen dich. Aber wenn ein paar so schreiben bei mir, so, hey, der gumpt und das nervt voll, oh, ich habe ihn viel zu viel auf meiner For You-Page. Dann, why? ich tue die approven, die Kommentare. Ja, ich tue die approven. Weil das gibt einfach, mir ist es ja scheißegal. Es ist gegen mich, es ist gegen niemand anders. Also ja, kann ich darüber verfügen. Ich approve dich. Allein, Ich auch dass, immer. weil du den Kommentar geschrieben hast, wird mein Content dir jetzt noch umso mehr zur Strafe angezeigt. Kommt noch mehr auf deine Genau, For You. genau. Noch mehr Reach für mich, noch mehr potenzielle Werbepartner Voll. für mich. Perfekt für mich. Cool ist auch, wenn du antwortest, weil dann kommen sie wieder auf das Video und müssen ja auch Antworten draufschreiben. Ja, und so, stimmt. So Gib wieder mehr Watchtime, mehr Reach. Mehr, Genau. Ja, voll. Also ich glaube, da musst du dich mega abgrenzen können. Oder? Das ist schon crazy. Eben, du musst Kommentare eigentlich als so sehen, ja, nicht was die Person schreibt. Ja. Du kannst ja nicht wissen und es kann dir eigentlich auch egal sein, was für einen Zustand oder in was für einen Lebensabschnitt die Person ist. Genau, Oder? genau. Aus irgendeinem Grund schreiben die das, oder? Aber sie wollen natürlich auch Aufmerksamkeit Auf jeden oder Fall. deine Aufmerksamkeit bei einem Das ist Hate-Kommentar. Aber eigentlich, wenn wir es gerade von Kommentaren haben, also eigentlich können wir mittlerweile Kommentare recht gut steuern, weißt? Es gibt ja so Content Creators, die dann bewusst irgendwie Sachen falsch schreiben. Ah, okay, gibt Kommentare, wie die Leute dich korrigieren. Genau. Okay, perfekt. Genau. Wir tun das bewusst so auch im Inhalt, so in den Wordings und so, tun wir, oder nur schon, wenn ich gumpe und jemand sagt, oh, der gumpt viel zu fest, was ist los? Und dann ist perfekt, dann hast du schon den Kommentar gemacht. Ja, voll. Ja, voll. Ja. Oder manchmal tun wir auch einfach ein Wort im Ding gendern. Schon noch krass, wenn du eigentlich denkst. Dass du machst anstatt die Einwohner von Walchwil, sagst du EinwohnerInnen von Walchwil. Und das, eigentlich ist es ja völlig okay Mega, zum ja. Gender und ist eigentlich auch schön, wenn man das macht. SRF macht das konsequent zum Beispiel, oder? Und wir machen das manchmal einfach nur zum Kommentar generieren, weil wenn du nicht Gender ist, gibt es keinen Kommentar, aber wenn du es machst, eben schon, eigentlich schon schlimm, wenn du denkst. Ja, aber die Leute können es dann einfach entladen. Sie haben irgendetwas, eine Angriffsfläche, sind vielleicht genau, ja. unzufrieden mit ihrem Leben, aber jetzt können sie es gezielt dort wie reinschiessen, oder? Ja, das Aber stimmt. das ist noch krass, oder? Hast du das gesehen, Bro? Wir trinken jetzt zum Beispiel, dann sagen wir, der Fabian und ich trinken jetzt aus unseren gelben Tassen. Ja. Und die Leute drehen durch unter den Kommentaren. Sind «Ist ihr der farbenblind?» Das ist weiss. Und du denkst dann nur so, muhaha, Ziel erfüllt, weißt du? Eben. Alle kommentieren und Aus dieser schreiben. Sicht. Das ist doch krass, ja. Ja, das ist schon heftig, ja. Kommentarbaiting Ja, eigentlich. Aber, oder manche Content Creators machen es visuell und moderieren mit nur einem Schuh, wie Jules Boring Life. Die macht das auch ganz bewusst, ja. Schon crazy Ja. eigentlich. Aber als Creator siehst du das natürlich. Ja, und genau. so, Chapeau, Chapeau. Schlussendlich alles, was du brauchst, ist Reach natürlich. Und Genau. eigentlich so nach dem Motto, was es schon bei den Medien vor 200 Jahren gegeben hat: Any news is good news, no news is bad news. Ja, schön Jeder gesagt. Kommentar ist ein guter Kommentar. Ja, voll. Das ist schon noch crazy, ja. Darum all die Hate-Kommentare approven. Ja. Hast du das schon von Anfang an können? Oder gibt es Nein, vielleicht jetzt mittlerweile ist es schon intelligenter, ja voll. schon? Nein, also ich meine, du selber, ich sage jetzt so, mal, du hast einen meinst. schlechten Tag, stehst auf, vielleicht
Stress mit der Freundin und dann siehst du so einen, der vielleicht einen Nerv trifft, der dich auch sonst trifft. Ja, doch. Nein, es tut mich schon auch immer noch manchmal so ein bisschen kützeln. Ja, voll. Ja. Auf Facebook zum Beispiel sind die Leute auch, Facebook-Kommentar-Lore, das ist auch ganz... auf Facebook sind die Leute sind halt ein bisschen die Älteren, gell, haben nochmal eine andere Relation zu Social Media. Die schreiben damals noch viel schlimmer als die 14-jährigen Kiddies. Ja. Das ist schon crazy. Ja. Du verwüstest die Natur, du bringst Touristen da an, dies, das. Ja. Das ist schon... Ja, Facebook ist noch mal schlimmer. Und dann so Dings, gell? So. Genau, das sind Facebook-Kommentare. Aber die braucht es natürlich auch, ja. Und darum ist es schon spannend auf den verschiedenen Plattformen. Ja. Tust ab und zu auch gar nicht lesen? Oder ist es so, wo du sagst? So? Ja, genau, das stimmt, das wollte ich noch sagen. Manchmal habe ich aber schon auch so, bin dann ich im so Antwortmodus und dann gehe ich auch bewusst auf anderen Plattformen schlechte Kommentare suchen und dann einfach lustige Antworten dazu schreiben. Ja, voll, mit Humor eigentlich so abwickeln. Voll, ja, sonst bringt es eigentlich gar nicht, weil du kannst es eigentlich gar nicht gewinnen, so einen Kampf, oder? Weil die Leute können sich so verstecken hinter dem, oder? Ja, genau. Und du gewünschst es nie, ja, aber wenn du etwas Humorvolles, authentisch eigentlich schreibst, ja, ist schon auch, dann finden die Leute meistens cool, weil du hast eigentlich ja deine Community, die ja, genau. Ja, und die sind ja auch mega so, wie jemand beleidigt ihn und dann kommen die anderen angreifen. Weißt du, die Fans, gibt ja auch so Kommentare, dann das das stimmt. Oft. Wenn jemand mal einen bösen Kommentar schreibt, dann habe ich so 5, 6 Leute, die immer kommentieren und dann greifen sie ihn gerade an, so, hey, was hast du eigentlich das Gefühl? Schau mal die ganze Folge anstatt nur da 2, 3 Ja, Videos, stimmt. So, ja. Manchmal kommentieren auch Leute einfach nur so, wie es die ersten 5 Sekunden sehen und dann musst du ihnen sagen, so, schau doch bis am Schluss. Genau. Ab und zu ich tue den Trailer extra so schneiden, dass es einfach etwas auslöst in diesen Leuten. Und dann sind sie voll hässig, schauen dann die Folge und dann sagen jetzt, ey, sorry, ich will meinen Kommentar revidieren und so. Ich habe die ganze Folge geschaut. Oh, krass, hä? Ich weiss, wieso du den Trailer so geschnitten hast. Ja, aber da eben, schon noch crazy. Ja. Schon noch crazy, ja. Ja, haben wir. Die Kommentare natürlich, gell? Sehr spannend, sehr spannend. Eine Frage ist von der... Sorry, habe ich dich unterbrochen. Alles gut. Von der Vicky ist eine Frage gekommen, hast du mehr positive oder negative Feedbacks? Ja, eben, also eigentlich so von denen, wo ich angesprochen werde auf der Straße. Gut, wenn ich jetzt bisher habe ich nur jemanden, wo mich schlecht angesprochen hat auf der Straße. Aber dort ist natürlich in Person, gell, ist nochmal etwas anderes natürlich, als sich hinter einem Profil verstecken. Ja. Aber nur einmal hat es einen gegeben, der mir so gesagt hat, mich angesprochen hat, so, du wärst der letzte Mensch gewesen, den ich mir gewünscht hätte, dass ich ihn in Real Life mal treffe. So. Das ist schon auch noch lustig. Aber wenigstens hat sie sich nicht versteckt hinter einem Kommentar oder hinter einem Profil. Ja? Props für das, aber das andere ist so, ich meine, was machst du denn? Du gehst Freizeitparks testen, du spannende Jobs. Aber eigentlich machen wir so nichts Schlimmes. Ja? Eben, ja, ist jetzt nicht... Hat sie es begründen? Eben, nein, ich habe auch gar nicht nachgefragt oder so. Aber dort bin auch ich so baff gewesen. Ich habe schon ein bisschen gelacht und okay, tschüss, ja. Aber ich hatte ich habe dort auch gar nicht so die Zurückgeben-Stärke gehabt eigentlich. Aber ja, schlussendlich, wo ich mir so überlegt habe, so, wieso sagst du das eigentlich, oder? Oder vielleicht du als Psychiater, wieso sagt das jemand? Ich hätte jetzt gesagt, aus Aufmerksamkeitssicht, dass sie Aufmerksamkeit hat wollen oder so. Viel ist auch wirklich, ich sage so, der Mensch gönnt ab und zu gar nicht gern, vor allem wenn du so unzufrieden bist mit deinem Leben. Und viel greifen dann andere Leute an. Vielleicht stört mich deine Kappe jetzt und dann habe ich so meinen ganzen Hass, der mich so den ganzen Tag verfolgt hat, dann einfach auf dich abwälzen. Es ist viel einfacher, dich zu beschuldigen, weil du mich aufregst, weil du gumpt bist, als mich in den Spiegel anschauen und sagen, wieso bist du eigentlich so unzufrieden, dass du irgendeinen Typ auf den sozialen Medien anfickst, weil er versucht, Content zu machen oder sein Brot zu verdienen, oder? Ja, fair, ja. Und eben, ich meine, wenn ich so denke, dann kannst du vieles so einfach ablegen. Kannst sagen, ja, ist gut, komm. Bade in deinem Selbsthass, wo du bist und gut ist. Aber ich will es so erklären. Meistens ist das der Grund. Boah, schon crazy, schon crazy. Aber ja, eben, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, eigentlich haben wir sehr viele positive Rückmeldungen. Und wenn es negative sind, dann sind es auch in 99% sind es auch eben erzwungen. Von uns. Ja, okay. Weil als Content Creator kannst du Kommentare eben auch steuern, natürlich, gell?
eben, du kannst Kontroverse ist eigentlich immer gut, oder? Wenn die Leute über etwas streiten, klar tun wir nichts über irgendwie rassistisches oder ethnisches oder sexistisches oder so Kontroversen eröffnen. Aber so kleine Sachen, die die Leute mögen, das ist immer gut. Ja, mega. Dann gewinne ich meistens, ja. Geil, mega smart. Mega smart. Da seht ihr, es geht nicht einfach darum, um Video machen und posten und es gehört so viel mehr dahinter. Es ist schon deep, ja voll. Okay, das ist, also eben, es gibt Creator, die überlegen bei jedem Satz etwas, wo die Leute dazu kommentieren können. Bei jedem Satz, gell? Okay. Von 60 Sekunden, ja. Dann aber okay, schade. 60 Sekunden ist auch nicht so lang. Ja, Ja. fair. Dann hast du ja Zeit, ja voll. Aber nur schon Storytelling-technisch habe ich auch müssen, bin ich immer noch am überlegen, was sind gute Storylines, wie machst du den Aufbau, und das ist eigentlich das gleiche Storytelling wie in einem Film oder wie in einem Buch oder so, wie tust du die Leute von der Spannung, nur ist halt auf den Kurzvideos ist halt die Aufmerksamkeitsspanne, auf TikTok sagt man so, weißt so, bevor du überhaupt wirklich bewusst entscheidest, tust du unterbewusst eigentlich in 0,4 Sekunden entscheiden, ob swipen oder nicht. Okay. Oder, ja, voll, ja. 0,4 Sekunden, sagt man so, auf TikTok. Und dann kannst du natürlich visuell schon viel graben. Mit einer Visual Hook, mit dem können wir natürlich arbeiten. Aber eben, was machst du dann, wenn der Einstieg nicht so, oder wenn das erste Bild nicht so krass ist, oder? Und dann musst du sie mit Text oder eben inhaltlich natürlich, ja. Was die Leute natürlich meistens dran halten, ist natürlich der Inhalt, ja, voll. Ja. Okay, ja, schon krass. 0,4 Sekunden. Ja, das ist schon noch crazy, ja voll. Crazy, ja, voll. Aber eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel ein 50-Sekunden-Video hast über keine Ahnung, den Sentis Park und hast schon in den ersten 10 Sekunden eigentlich alles erzählt, und nachher kommt nur noch mega cool gewesen, wow, nass. Dann dann gibt es eine schlechte Watchtime, oder? Dann bleiben die Leute, haben zwar viele Leute eingespeichert, aber für den Algorithmus natürlich nicht so spannend, weil sie ja die Leute nicht so lange auf der Plattform halten. Okay. Ja, das musst natürlich alles, du hast vielleicht schon eine wichtige Info oder etwas Schönes am Anfang, aber dann auch mit Info wie Preis oder so, wartest dann auch bis am Schluss, oder? Dass die Leute so, wenn sagt er etwas über den Preis? Ja. Da bis am Schluss warten. Okay. Und so Storytelling-technisch, ja voll, ja. Boah. Ja, es ist natürlich schon eine Wissenschaft dahinter, hell, ja Bro. voll. Aber das lernst du natürlich auch alles Mit der Zeit, oder? Ja, voll. Ja, voll. Ja, das ist schon noch, sind schon auch noch viele Gedanken dahinter. Eben, man hat es mega schnell geschaut, so 1 Minute, gell? Eben, aber ja. was alles dahinter ist, ist schon noch Dahinter spannend. das ist es, ja. Dann ist eine Frage gekommen. Gibt es wirklich Orte, wo du dich fragst, what the fuck soll ich von diesem Ort erzählen? Fragt der On You Moi. Ja, nein, in der Schweiz eigentlich, ja, jetzt muss ich natürlich schauen, aus welcher Sicht sage ich das, oder? Ja, nein, es gibt schon, also eigentlich sind, zu den meisten Orten, wo wir dann wirklich hingehen, haben wir uns auch schon etwas dazu überlegt. So. Und dann habe ich mir schon überlegt, was kann man dazu sagen, oder dort hat der Kunde schon vorher ein Storyboard oder so wählen, gell? Okay. Und dann weiss ich schon, was ich sage, auch wenn es vielleicht nicht viel dazu zu sagen gibt oder so. Gut, ich kann immer etwas dazu jeppen, natürlich, klar, aber es gibt nicht so viele Orte, oder vielleicht mehr so Orte, wo es dann so beeindruckend ist, dass du kein Wort findest. Das ist dann natürlich auch schön. Ja. Aber so, was soll ich dazu sagen, Bruder? So mäßig ist, gibt es eher wenig eigentlich. Findest du immer irgendetwas, wo Ja, man voll, kann preisen ja. Und sonst ist einfach das Video natürlich nach 20 Sekunden fertig. Das macht es auch. Wir haben zum Beispiel ja das hässlichste Haus von Zürich, angeblich, wo ich so gesagt habe, heute stehen wir vor dem angeblich hässlichsten Gebäude von der Schweiz in Zürich, beim Triemli. Nachher mich umgedreht. Ist wirklich hässlich. Danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und das, das ist ganz schlecht und auch kontrovers natürlich. Gell? Und es ist 14 Sekunden gegangen, das Video, oder? Und dann manchmal so, eben dort sind wir auch beim Anfahren mit dem Tram haben wir uns auch so überlegt, ja, was sollen wir dazu, ja, wir können schon etwas dazu jeppen, aber Balkon und das Grau und was findet ihr? Nein, scheißegal, alles rausgekatten Bullshit. Ja, schon noch krass, ja. Nice. Und dann haben wir einfach, ja, manchmal musst du aber wirklich den Bullshit rauscutten, ja. Ja, voll. Und das lernst du auch mit der Zeit eben. Ja, Lernst du das das stimmt, drinnen, ja. was
für Aufsehen irgendwie sorgen. Wie jetzt auch das eben, hast du gesagt, ein kurzes Video. Ja, voll. Fast nicht das kürzeste, was du hast und die Kommentare sind wahrscheinlich explodiert. Ja, genau. Du hast nur 14 Sekunden eigentlich, oder? Und du brauchst nicht lange, um auf den Punkt zu kommen, oder? Aber das ist natürlich auch etwas, was viele bei der Content Creation am Anfang falsch machen. So, oder wenn du auch als Firma natürlich anfängst, Content machen, so, bis du mal auf den Punkt kommst und bis du mal checkst, um was es geht im Video, ist schon 30 Sekunden vorbei und die Chance ist schon, weg und die Leute schon längst weiter gescrollt. Eben darum sage ich eigentlich, was viele falsch machen, was eigentlich einfach wäre, dass man in den ersten 2, 3, 4 Sekunden checkt, um was es geht. Das ist auch schon ein guter Tipp zum Anfang. Eigentlich so, ja. Ja, voll. Ich habe mir mega viele Tipps schon in meinem Kopf sinnbildlich eingeschrieben. Ist geil. Für Mini-Videos, ja. Ja, mega nice. Ja, eben, siehst kannst du die nächste Frage schon? Gibt es Momente, wo du dich selber nicht mehr hören kannst? Eine Frage von einem Content Creator selber. Von welchem Content Creator? On you, moi. Ah, okay. Der war auch mal da zu Gast gewesen. Ah, schon? Sehr spannend. Wenn ich mich nicht mehr selber hören kann, ja, definitiv. Spätestens dann, wenn ich aufgeladen bin, auf 5 Plattformen. Gell? Ja. Dann kannst du dir vorstellen, das Video ist eben, du kennst es selber natürlich auch, du hast es schon 5-mal gehört, während dem Schnitt. Und dort nochmal bei jedem Frame nochmal zum Schauen, wie du es kürzen und so. Jedes Frame sicher 5-mal gehört, dann nachher nochmal nach dem Ausrendern, dann nochmal gehört und geschaut, von Anfang an bis Schluss. Und dann noch während dem Uploaden geschaut. Da hat es wirklich nicht noch, keine Ahnung, CapCut am Schluss drin oder keine Ahnung, Preview anschauen. Und dann das 5-mal und nachher, ich tue immer zuerst auf TikTok uploaden, dann Insta. Und nach Insta habe ich dann meistens schon, dann mute ich mich selber. Voll, ja, okay. Dann mute ich mich selber. Okay. Dann muss ich auch sagen, so, jetzt muss ich mich auch nicht mehr hören. Jetzt habe ich aber es ist auch mehr, weil man das Video schon kennt. So eigentlich. Genau, ja, voll. Sonst habe ich mich eigentlich gewöhnt, so an die Stimme eigentlich. Ja, voll. Ja. Aber mit der Nettie ist auch schön, sie ist eher introvertiert. Und dort ist eben auch sehr schön, habe ich auch müssen lernen, dass man auch mal die Ruhe muss geniessen, oder? Ja. Das ist eigentlich schon noch etwas Schönes, was ich von ihr so lernen konnte. Ja. Schön, dass auch ein Praktikant, der immer so rumjuffelt und so und wo es nie einen Punkt und Komma gibt in den Videos. Und manchmal ist es mega schön, während einer 2 Stunden Zugfahrt ist einfach ruhig. Ja. Das ist auch wichtig bei uns natürlich für, zum Runterfahren. Mega, genau. Ja, nicht immer etwas reinkommt, neue Informationen, so nochmal ein bisschen. Das habe ich auch mit dem ADHS. So, dass ich rede nicht mehr gerne so ab dem 8 Uhr am Abend, weil oder keine Ahnung. Oder auch, gut, mit dem ADHS bist du natürlich auch sehr schnell abgelenkt. Oder? Also ich kann niemals gleichzeitig schneiden und mit dir reden zum Beispiel. Das läuft niemals. Okay, du hast ADHS. Das ist voll. Also, letztens habe ich auch ein Video gesehen, wo sie so, was sind die Unterschiede zwischen Autismus und ADHS? So, und nachher ich so, irgendwie beides. Ja, ja, ich weiß auch nicht, aber ja. Also bei mir ist wirklich einfach so das Aufmerksamkeitsding. Also ich kann mich nur auf etwas richtig gut fokussieren, dann bin ich auch wirklich voll im Tunnel. Und manchmal vergisst ich dann auch irgendwie, gut, sagen wir, ich habe um 2 einen Call und ich fange am 1 an schneiden und dann ist auf einmal 2:30 so, oh Scheiße, den Call vergessen. Weil du so im Tunnelfokus bist vom Schneiden. Dass du nicht mehrere Sachen auf einmal machen kannst. Ja, voll. Ist das so ein Mannending? Nein, ich kann nur einen geilen Trailer schneiden. Das ist nur so ein Mannending, Leute. Das sind nur Männer. Genau. Und ein Trailer. Oh, das ist aber geil. Das ich lerne. Das ist crazy. Ich lerne schon. Männer. Okay. Ja, voll, ja. Umgang, also das war jetzt gar nicht Thema, aber Umgang mit ADHS ist... Ja, können wir sehr gerne abhandeln, ja voll. Ja, als Kind eben ist für meine Eltern schon schwierig, mich zu kontrollieren und so, weil ich immer eine Beschäftigung und so gebraucht und mir ist schnell langweilig geworden und auch in der Schule natürlich. Und jetzt natürlich als Selbstständiger kannst du natürlich theoretisch 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten und das ist schon nice. Da kannst du natürlich geil
einteilen, hast immer etwas zum Arbeiten, kannst deiner Passion nachgehen. Jetzt kann ich das ADHS so richtig kanalisieren. Ja. Mega. Aber ich trinke immer noch Energy Drinks und trinke Kaffees und dann bin ich noch... ja, das ist... Ich fände es mal... Jetzt gut als Einstieg. Ich fände es mal spannend, so zum Koks... Oh gut, nein, das darfst du nicht reinschneiden. Aber wahrscheinlich, wenn man als ADHS-Kind Koks nimmt, ist es glaube gar nicht so schlimm, glaube Nein. Du kannst, also viele Leute sagen, das ist nicht so aufputschen, es ist eher so ein bisschen beruhigend, so eben die Konzentration kanalisieren. Achtung Kinder, das ist keine Werbung oder Verherrlichung, aber sagen viel, also haben viel gesagt, wie wir zusammen gearbeitet haben. Schon noch spannend, ja. Also bei mir ist schon auch so ein Energy Drink oder Kaffee tut mich schon auch nochmal aufputschen. Aber es ist natürlich auch geil, wenn du natürlich bei einem Kunden zum Beispiel einen ganzen Tag 8 Stunden drehst, dann musst du natürlich schon auch im Kopf immer in der Story sein. Das ist schon auch sehr anstrengend fürs Gehirn. Dann bin ich auch müde am Ende des Tages. Und dann ist ein Energy Drink oder so auch nicht schlecht. Ja. Aber grundsätzlich mit dem ADHS kann ich eigentlich auch mehrere Tage mit natürlich wenig Schlaf und so und bist immer wieder voll dran. Wenn andere Leute natürlich nicht mehr so klar im Kopf sind. Ja, voll. Ja. Medikamente? Nein, doch, Ritalin haben wir mal ausprobiert mit mir, aber es hat gar nicht so viel ausgemacht. Ja, ich müsste es aber nochmal, also ich bin auch zu verschiedenen Therapeutinnen, Kinesiologie und so, aber irgendwie habe ich die Dinge immer geschafft, die Therapeuten auszutricksen, natürlich. Ja, es war schwierig für meine Eltern. Ich bin mega dankbar, wie sie mich erzogen haben und mich ausgehalten haben am Schluss. Ja, genau, weil jetzt können wir auch etwas zurückgeben, hoffentlich. Ja, voll. Wow. Das ist auch der Beweis, dass nicht jeder Mensch der ADHS-Medikament braucht. Ich bin mega dagegen. Ja. Aber wir könnten mal so eine ADHS-Folge machen, weil die ist schon mega gewünscht worden. Jawohl. Vielleicht können wir auch so eine Sitzrunde machen. Vielleicht möchtest du auch dabei sein. Und das könnte man anschauen, aber... Die anonymen ADHS. Genau. Aber ja, nice, ja. Nein, haben das viel gewünscht zu ADHS? Mega, weil ich mache auch ab und zu, mein Content ist auch so, ich tue eine Folge alleine drehen, zum Beispiel über Stimmen hören, zum Beispiel über Narzissmus, die Krankheit. Und dann frage ich so, was als nächstes gewünscht ist. Und jetzt ist ADHS gewünscht worden. Spannend. Und jetzt habe ich mir überlegt, am besten, weil ich habe auch ein bisschen eine kontroverse Meinung zu ADHS, dass ich mehrere Leute einlade und dann ist so ein respektvoller, aber einen offenen Austausch gibt. Das ist aber mega spannend. Ja, wäre ich selber auch sehr gespannt. Ja, kann ich vielleicht auch etwas dazu lernen. Ja, voll. Ja, voll. Eben, wir haben nie ausgelernt, gell? Das ist ja so. Dann hat einer geschrieben, bekommst du viele negative Kommentare. Du hast es vorher auch erwähnt mit dem Gumpen. Oder dass du halt auch sehr energisch redest. Oder das fällt ja auch auf. Also ich habe deine Folge auch erstmal als Konsument sozusagen geschaut, oder? Da war mein erster Gedanke auch so. Der ist mega so voller Lebensfreude, so, oder? Und wenn du so schön positiv anschaust, ist schön. Ja, so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute eben vielleicht auch als Angriffsfläche nutzen, oder? Sagen, was hat der und so. Das schreit mir so. Genau, was kommt da so um und so. Hat es da... ist natürlich schon auch für die Kommentare. Ja. Aber ich habe auch Freude daran, das zu machen. Natürlich. Klar. Klar ist das auch meine meine Unterhaltungspersönlichkeit. Es ist auch es ist keine Persönlichkeitsstörung, aber auch du musst das natürlich einschätzen, oder? Aber klar, der Praktikant und der Fabian sind zwei verschiedene Leute, oder? Aber klar rede ich auch, wenn ich passioniert bin und so über so etwas rede ich auch ähnlich wie in meinen Videos. Aber in den Videos sind natürlich nochmal der Fabian einfach nochmal viel mehr übertriebener. Und das Gumpen machst du ja nicht. Fabian jetzt mit 3 Energy Drinks. So. Ja, genau. Aber ich mache das gerne, weil ich will einfach, ich habe das gerne in den Videos, auch in meinem Stil, dass es natürlich läuft ab Sekunde 1. Voll, und eben, wenn die Leute kommentieren, wieso gumpt der immer so, dann mache ich es natürlich nochmal extra. Nur noch für den extra Kommentar. Perfekt. Für mich natürlich. Mega gute Strategie. Ja, danke. Voll. Okay, für Kommentare das eine, aber es macht auch mega Spass, finde ich, mit so der energischen Stimme eigentlich so. Und jetzt bin ich da und schlussendlich eben, du hast nicht lange zum Ding
Aufmerksamkeit der Leute eigentlich zu holen, oder? Und wenn natürlich der Praktikant da ist und kommt und anfängt, dann checkst du in den ersten 0,4 Sekunden, das ist der Praktikant. Das ist natürlich auch Branding, natürlich, gell? Ja, Das ist natürlich auch Personal Branding, oder? Bei einem Mr. Beast, der schreit eigentlich auch, wenn du denkst. Wenn man genau anhörst, der Mr. Beast schreit auch ins Ding rein, oder? Und dann fliegt die Drohne, weg. Das ist schon auch, ja, sind alles Stilmittel natürlich. Okay. Ja, voll. Aber ich habe das jetzt gerne, so den energischen Style und sich dann auch in meinem Cut-Style widerspiegeln. So ganz keine Pausen am besten, alles durchgehend. Ja, voll, ja. Stark. Marlon, Meinung dazu? Wir müssen viel arbeiten. Ja, ich merke es. Wir müssen mega viel arbeiten. Ich kann noch mal fragen, einfach, dass ich niemand vergessen habe. Ja, sicher. Ist aber nice, haben so viele schöne Fragen gestellt. Ich muss ehrlich sagen, nochmal ein riesen Shoutout an meine Community. Ich finde immer mega schön, egal welchen Gast ich da habe, immer mega respektvolle Fragen, mega... schön. Also sie machen sich Gedanken, oder? Das merkst du, dass nicht irgendetwas Plumps fragt, mal, keine Ahnung, so einen dummen Kommentar. Kommt höchst selten und da... Ja, das ist wirklich nice, ja. Ja, das muss man schätzen, ja, voll. Dann ist gerade noch eine Frage, genau. Wann und wie hast du gemerkt, oh no, ich muss alles liegen lassen und 100% Influencer sein? Es war eben schon auch dort, eben so beim Ende von Nikin, wo ich aber auch gemerkt habe, ja, also ich kann schon für einen Arbeitgeber arbeiten, ich kann mich auch gut in die Arbeitswelt integrieren, aber ich will jetzt auch mein eigenes Ding und der Praktikant ist schon auch immer noch so mehr meine Passion, oder? Und dort bin ich mein eigener Chef. Du musst eigentlich niemandem Recht schaffen. Rechenschaft schulden. Ja, genau. Du musst niemandem Rechenschaft schulden. Außer dir selber, oder? Nur ich, ja. Und eigentlich stehe ich jeden Morgen an beim Zähneputzen und mache ein Bewerbungsgespräch mit mir selber. Wieso bin jetzt genau ich der geile Sieg und wieso habe ich es verdient, dass ich das auch machen darf. Ist natürlich auch ein mega Privileg, gell, dass man Content machen darf. Klar, klar ist es hart und das, aber Bro, Leute, die natürlich im Strassenbau arbeiten und so, riesen Respekt haben. Oder wo kein Akkordmaurer oder so, den ganzen Tag draussen und bist physisch belastet. Das ist natürlich nichts gegenüber all diesen Jobs. Von dem her ist es ein mega Privileg, Content Creator zu sein. Ja? Und darum sage ich mir immer, wieso bin jetzt genau ich der beste Content Creator jetzt in dem? Ja, voll. Und dann ist natürlich schon auch immer selber dazu lernen. Oder ich sage mir so, oder ich tue mir Sachen natürlich durch dir einreden und visualisieren im Bewusstsein, sodass es nachher ins Unterbewusstsein kommt. Oder viele Creators arbeiten auch mit dem, wieso sie machen so ein Visual Board mit so, das Haus will ich mal haben und dann tust du dir das aufzeichnen oder ein Foto ausdrucken. Und wenn du das immer wieder siehst, in deinem Bewusstsein wird es dann ins Unterbewusstsein und das tut dich genau dort anführen. Das ist mega spannend, eben so Mindset-Sachen. Ja. Mega. Ey, ich bin gerade voll geflasht. Das ist so... Ich habe mega viele Sachen gelernt und ich verstehe jetzt auch, wie du deine Videos machst, oder? Was alles dahinter ist. Und ich finde es auch mega schön, dass wir das den Zuschauern können so zeigen können, wer eigentlich hinter dem Praktikant so steckt, oder? Und was du alles gemacht hast, um da an zu sein. Und auch, also das hat mich jetzt auch motiviert, dass in den Spiegel schauen und so den Bewerbungsprozess so mit dir selber. Das ist geil. Wow, also wirklich, ich nehme mir sicher da einige Sachen mit. Danke dir. Aber es ist wirklich mega schön, auch bei dir im Podcast, eben, dass die Leute, eben, weil die Leute sehen natürlich nur die 1-Minuten-Videos, die kennen dich nur durch das, oder? Das ist schon noch krass. Genau, und erlauben sich eine Meinung, als würden sie den ganzen Charakter kennen. Das finde ich auch noch krass. Ja, genau, ja. Stimmt, hast du richtig gesagt, ja. Oder manchmal auch beim Ansprechen auf der Straße, die Leute sprechen mich so, hey, Praktikant, mega geil und vielleicht bin ich gar nicht in der Mut dazu. Ja, genau. Aber die Leute kennen dich, ist halt wie wenn du jeden Tag die gleiche Serie schaust, gell? Dann tust du auch so natürlich, das ist parasoziale Beziehung. Genau, ja. Kennst du wahrscheinlich? Ja, sicher, ja. Dass du das Gefühl hast, du kennst die Leute, krass, weil du es immer anschaust. Ja. Das ist schon krass. Aber ich kenne ja die Leute gar nicht, oder? Aber es ist eigentlich mega
mega schön, sie sprechen dich an, als wärst du ihre Kollege. Ja, Aber so eine Beziehung, oder ist das so, dass die Leute mit dir oder in dem Fall mit mir dann so eine Beziehung aufbauen, wie der Fabian erzählt mir einfach jeden Tag? Ja, klar. Darum sind sie auch, das sind ja auch die Leute, wenn du nachher angegriffen wirst, dass sie dich wie in Schutz nehmen. Das sind Leute, also ich stelle es mir so vor, dass sie, wie du gesagt hast, dass sie das Gefühl haben, durch dass sie das immer schauen, geht es vielleicht auch vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein, dass sie das Gefühl haben, sie kennen dich viel besser, als du eigentlich von dir preisgibst. Schon krass, Du hast ein gutes Beispiel gemacht mit der Serie. Wenn ich jetzt eine Serie schaue, irgendwann denke ich vielleicht, der Schauspieler ist genauso wie in der Serie, obwohl es ist er gar nicht. Das spielt ist so einfach krass, es spielt einfach eine Rolle. Ja. Ja, ich glaube, eben, bei so Serien ist das noch viel krasser, mega, glaube voll. oder? Okay, bei mir 60 Sekunden eben, und wirst judged anhand von diesen 60 Sekunden. Ja, voll. Das ist schon noch krass. Das ja. ist crazy und ich finde, da sollte man nochmal so einen Appell gegen aussen geben. Ja. Man soll wirklich ein bisschen bewusster sein in den sozialen Medien. Klar, es ist sein Job, man kann nicht sagen, schreibt mir keine schlechten Kommentare etc. Aber man kann vielleicht erhoffen, dass die Leute ein bisschen anständig sind oder vielleicht 2, 3 Gehirnzellen mehr anstrengen und denken, hey, nur weil ich meinen Selbsthass jetzt gerade nicht kanalisieren kann, muss ich nicht jemandem einen schlechten Tag bereiten. Weil eben zur falschen Zeit, falschen Ort gelesen, kann das auch jemand wie triggern oder so, ja. seine Laune runterziehen. Und das muss nicht sein. Es bringt euch nichts, es bringt uns nichts. Lassen wir das einfach sein. Und ja. Ja, ist mega. Ist mega. Einfach mal Ja, also, du glaubst schon auch viele Junge natürlich auf Social Media, gell? Und was für Bilder dort natürlich kreiert werden, gell? Was für Welten. Hey, zusammen, ich bin 17, lebe in Dubai und habe jetzt mein Business aufgebaut Genau. und dann, was willst du sagen, diesen anderen Berufsmess? Ja, eben, ja. Schon crazy eigentlich, ja, wenn du denkst, was die für Bilder haben, ja. Oder ist das Gleiche natürlich auch wie mit E-Commerce oder so, oder? Wenn du Dropshipping oder so, das ist einer unter Tausenden, Zehntausenden, wo das so schafft, oder? Genau. Ja. Aber eben, man muss dann vielleicht noch dabei denken, finde ich, es ist mega viel Arbeit, um da anzukommen. Ich meine, wir haben jetzt auch geredet, es ist nicht einfach dir in den Schoss gefallen und du hast 2 Videos gemacht. Und ich finde, das wird oft vergessen, oder? Ja, voll. Hinter dem Bildschirm, oh mein Gott, was hat der jetzt 1 Million Views, für was, weil er jetzt da ein bisschen energisch redet. Es ist Das eben kann nicht ich nur auch. das. Genau, das kann ich auch. Ja, voll, ja. Das Denken, das kann ich auch. Was macht der schon? So, dann mach doch. Ja, voll. Als würden wir die Leute zurückhalten, ihr dürft nicht. Mach doch, wenn du es selber Ja, kannst. genau. Ist Ja, doch ja, schön. genau. Mach doch. Fang doch auch an. Ja, Ja, voll. schauen wir dann mal, wenn du auf diesen Abonnentenzahlen oder so bist. Ja, voll. Ja. Das ist Aber es ist schon, eigentlich eben, ich bin eigentlich ein ganz normaler Mensch. Es ist einfach das Mindset natürlich schon auch auf Erfolg und Wachstum Klar, und ja. so, oder? Aber eben, also für Social Media, eben, du musst nicht besonders gut aussehen. Du musst gut, als gut aussehende Frau natürlich hast du schon Kommentare und eben auch die eine oder andere Nachrichten. Das will ich auch nicht die ganze Zeit Ja, haben. schon. Oder dass Ja. Dickpics geschickt werden. Das hast du aber auch als Beauty-Mail-Influencer. Gibt es auch sehr viele, die ich kenne. Die kriegen dann amigs andere Pics geschickt. Ja, gut, vielleicht ist es schon schön und so am Anfang. Ja. Ja, aber irgendwann dann. Ja. Oder kann dann auch zu Stalkerinnen können es natürlich werden. Ist ja gerade letztens über so ein OnlyFans-Model aus Zürich, Ach so. wo einen Stalker dann hat und dann kann es mega toxisch werden, gell? Also so Leute, die so im Beauty drin sind, oder? Und ihr Körper der Content ist. Ja, schon einmal etwas, kann dann schon toxisch werden, so ein Umfeld, ja. Gut, dann habe ich noch die letzte Frage. Sorry, die Kamera ist überhitzt. Ihr kennt das Problem. Wenn ihr jetzt nicht mehr kennt, dann ist das euch geläufig. Bro, was sind deine Zukunftspläne jetzt für dich mit dem Content Creator? Wirst du das ausweiten? Hast du Sachen im Kopf, die du erzählen willst oder auch nicht erzählen willst? Hey, sicher noch Content erweitern, ja voll. Auf verschiedenen Plattformen sind wir jetzt schon. Aber sicher auch noch nach neuen Formaten suchen, ja voll. Okay. Um wieder die Leute neu überraschen. Und für mich selber ist das eben, dass man sich auch selber, eben, weil wenn du jeden Tag sagst, heute sind wir da, heute sind wir da, heute sind wir da. Irgendwann mal wird das auch für dich selber auch langweilig. Mega. Oder irgendwann denke ich mir auch so, ja, der Praktikant ist doch nicht nur einfach so daily Kurzvideos, die die Leute wieder vergessen haben am nächsten Tag, oder? So was sind längere Projekte oder Reisen oder so. Da haben wir ein paar noch coole Projekte für zum Beispiel mal eben einen 4000er hohe Berge besteigen im Sommer. Genau, das ist auch schön. Das können wir ja auch machen, gell? Jetzt, wo wir das selbstständig machen. Ja, Genau. mega. Das ist jetzt so contentmäßig und dann vielleicht schon noch
mal ein Produkt rausbringen, wäre auch sehr nice. Bei mir zum Beispiel ein Buch oder E-Book mit einem Reiseführer, mit all meinen Tipps, gell? Ich habe jetzt mittlerweile schon irgendwie, sagen wir 700, 800 verschiedene Sachen besucht, gell? Von dem her lange jetzt glaube ich schon für ein Buch. Für so ein Buch. Ja. Harry Potter, neue Teil. Ja, stell dir vor. Ja, oder für ein E-Book oder so, dass die Leute das auch mal haben. Ja, voll, ja. Das wäre nice mit den Reisetipps. Und dann, heute haben wir gerade noch darüber geredet, so ein Praktikant Energy Drink oder so. Okay. Hey, wenn die auch so die Energie von mir haben und will ein Duracell-Häsli, dann holt euch jetzt den Drink. Nein, eben, so irgendwas, ein Energy Drink fände ich auch mal nice, ja. Oder irgendwie sonst ein Produkt, das mich so ein bisschen repräsentiert. Ja. Und dann später irgendwann mal, dann auch mal vielleicht noch andere Firmen machen oder selber Freizeitaktivitäten anbieten. Okay. Genau. Oder dann, wenn ich es dann ganz langweilig will, dann in eine beratende Funktion zu so Content Creation, Social Media Marketing. Ja genau, das sind so meine Pläne. Ja. Okay, also es hört nicht auf Schaffen da oben. Ah ja, du sagst es, du sagst es. Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps mitnehmen, wenn du Content Creator oder auch kein Content Creator bist. Ich habe es mega erfrischend gefunden, den Fabian da zu haben. Und auch danke nochmal wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hey, danke dir auch vielmals, Ich das mega wertschätzen. Und dann würde ich doch sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, lernen wir voneinander und lachen wir miteinander. Wir haben es, jawohl. Danke vielmals. Bis zum Tschüss nächsten Mal. zusammen. Ciao zusammen. Wow, Hey, sehr danke nice. dir. Merci. Sehr geil. Wow, schon krank. Also richtig nice.